Weiter geht's hier im Labor von Flodelis bei Pokémon Legends Je und... Okay, das ist nachgespawnt. Okay, cool. Habe ich nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass es so schnell geht. Meter sogar auch noch, krass. So. Gab bei dir mal der Schwerball oder so? Ich würde einen anderen Pokéball nehmen. Hier ist leicht grünler, ne? Aber ich weiß nicht, ey. Ein Finsterball, der so grün ist es auch wieder nicht. Mondball, ja, das steht irgendwie auch nicht. Ein Superball, nee. Rötlich ist irgendwie auch nicht wirklich. Einmal so, da stand ein Pokéball, ne? Einfach mal so, just for fun. Könnte ja klappen. Ja, okay. Dann halt nicht. Aber gut, hier spawnen wir halt regelmäßig nach und sogar Metang. Sehr interessant. Dann mal schauen. Das sind die wieder. Top-Beleber. So, dann mal den nächsten Teleporter in Gang setzen. Ein Donnerstein, okay. Top-Beleber, Ebi-Bonbon, ansonsten ist hier nicht viel los. Ne, ich sehe auch nicht so viel. Moment. Ne, da ist auch nichts. Wo bringt er uns hin? Ja. Jetzt bin ich hier unten. Da ist nach wie vor kein Durchkommen. Wie sieht es denn hier so aus? Nö. Ein Rettan, ein Elite Arbok. Das Arbok ist ein bisschen gefährlich. Aber was erdbeben kann, okay, das ist eben auch selten. Durengard. Das Ding war jetzt ordentlich zäh, muss ich ihm lassen. Wo hat's abgelegt? Hier. Ein Arbok. Oder auch eine Cobra, ne? Weil Arbok, ne? Arbok, Cobra, ne? Rückwärts gelesen. So. Ach ja, die Reihenfolge wieder hier. Ja, bis hierhin. Nee. Ja, doch schon, aber
Ja, die Rofs können schnell sortieren. Erst einmal würde ich hier gerne meine Pokémon heilen. So, dann für Nexus. Da kann ich auch einen Supertrank einsetzen. Knapp. Bei Brigaron können es auch 2 Tränke sein. So. Laborpass C. Wo waren die Türe C? Frage ich mich gerade. Wären der schon vorbeigelaufen? Nee, oder? Kann man von hier? Glaub, ne? Genau, waren hier die Rettern und innen noch das Arbok. Das heißt, ich war hier auf der Seite noch nicht drin. Ein Zink nehmen wir das sehr gerne mit. Was war denn hier so? Nix. Jetzt sieht aus, als könnte die Tür aufgehen, aber nee, tut es natürlich nicht. Wenn ich von hier kam, war ich hier auch noch nicht drin. Mein Hundemann. Und dann wohl Tenso. Top-Genesung, was ist hier? Oh! Haben wir gar nicht gesehen. So, da kämen wir dann weiter. Okay. Hier war ja wie gesagt Moltenso. Mehr aber auch nicht. Also meine, es hat durchaus interessante Pokémon hier, aber die einzigen, die halt wirklich exklusiv in diesem Ort sind, sind halt Tanhel, ne? Weil sonst findest du die ja nirgends. Kurz Pokédex-Eintrag checken. Stimmt das soweit? Ja. Sind wir wirklich da? Na gut. Ernsthaft, ein Elite-Duren... Ach du Scheibenkleister. Ja, ist natürlich Munakoras eigentlich als Gesteindrache jetzt nicht unbedingt die beste Wahl. Aber ihm noch cool aus, ne, wenn es da so wartet. Oh je. Durengar versperrt den Weg. Du musst es besiegen, um weiterzukommen. Ein Elite-Durengard. Am besten erstmal Erdbeben, damit schon mal die bei den kleineren auch schon mal weg sind. Macht aber guten Schaden. Das war irgendwie einfacher als erwartet. Aber fangen konnte es jetzt nicht, ne? Schade. Die Durengard wäre schon cool, aber vielleicht spawnen sie ja wieder, ne? Könnte ja sein. Ansonsten sehe ich jetzt gerade irgendwie auch nichts. Kein Item am Boden. Auch nichts glitzern. Da vorne glitzert es dafür. Was ist denn das? Ein Stein aus der Steinreihe, die über Route 10 bis in Ruinen von Chromlexia verläuft. Für gewöhnlich setzt die Steine auf mysteriöse Weise Energie frei, doch ist die ultimative Waffe aktiv. Absorbieren sie offenbar die Energie von Pokémon, die mit ihnen in Berührung kommen. Route 10, das ist schon zu lange her, als ich XY gespielt habe. Leider, tatsächlich. Ich glaube, bis wir davon Remakes sehen, das könnte noch länger dauern. Also erstmal wäre natürlich Remakes der 5. Generation eine Option. Ja, müssen wir schauen, ne? Aber ich
glaube, vernünftiger wäre es auch wieder mal ein 3DS auszupacken und vermutlich Y zu spielen, weil damals habe ich nur X gespielt und Y noch gar nie, wenn ich mich richtig erinnere. Glaube ich zumindest, oder ich habe es nie durchgespielt. Der Liftschlüssel, so. Ja, jetzt nehme ich die auch wieder. Sehr gut. Ansonsten, wie sieht es denn so aus? Waren wir jetzt eigentlich überall schon? Ich denke ja, ne? Weil sonst gerade nichts auf, wo wir nicht gewesen sein könnten. Es gab so irgendwo noch einen Teleport, ähnlich wie dieser hier, noch deaktiviert war. Da war er gleich hier drüben. Nein, stimmt, das war ja der hat wir ja schon wieder aktiviert. Was ist los? Ah, nur Hafni, okay. Machen wir erstmal alles UG. Ich muss zugeben, ich finde es cool, dass wieder solche Gebäude, sage ich jetzt mal, also Dungeons, ja, solche Einrichtungen hier gibt, ne? Wie wir sie eben auch schon bei den Original-Pokémon-Spielen ja auch immer wieder hatten. Quasi Verstecke die Hauptquartiere des Teams halt, ne? Okay. Was soll das jetzt hier sein? Oder für wen war diese Gefängniszelle gedacht? Wenn so etwas gewesen sein sollte. Ein paar Gitterstäbe. Naja. Dritte Zuge und mal schauen. Moment, warte mal. Ich habe gerade ein ganz seltsames Déjà-vu. War das XY oder war es... Da war ein Schwert und Schild, wo es einen ähnlichen Raum gab. Ich bin gerade echt unsicher. Ja, ich glaube, es war Schwert und Schild, aber ist egal. Warum so dunkel? Deine Anwesenheit hat die Stromzufuhr in einem Teilbereich des Labors aktiviert. Sicherheitskontrolle, Besitz der Laborpässe wird verifiziert, ein Teil des Systems wird neu gestartet. Neustart des Systems abgeschlossen, Stimmerkennung zur Steuerung aktiviert. 4 Dateien sind zur Wiedergabe verfügbar. Datei 1 die Vorrichtung, Datei 2 die Funktionsweise, Datei 3 die Legenden, Datei 4 unser Ziel. Welche Datei soll abgespielt werden? Ich würde mal sagen, der Reihenfolge nach, ne? Die Maschine, die Leben gewährt, wurde vor 3000 Jahren geschaffen. Sie war ursprünglich dafür konzipiert, verstorbene Pokémon zum Leben zu erwecken. Diese ultimative Waffe wurde bei Ausgrabungen in Chromlexia entdeckt. Sie befindet sich in gutem Zustand und wir gehen davon aus, dass sie nach kurzer Wartung erneut in Betrieb genommen werden kann. Allerdings fehlt uns der Schlüssel, der zu ihrer Aktivierung notwendig ist. Wir vermuten, dass Asset, der Schöpfer dieser Vorrichtung, im Besitz des Schlüssels ist. Es ist von absoluter Dringlichkeit, ihn zu finden und in Gewahrsam zu nehmen. Funktionsweise. Die Maschine, die Leben gewährt, überträgt die Lebenskraft anderer Pokémon auf ein verstorbenes Pokémon. Ihre grundlegende Funktion besteht darin, Energie in ihre reinste Form zu verwandeln und anschließend freizusetzen. Dabei erfolgen der Ausstoß, die Bestrahlung und schließlich der Transfer von Energie. So kann die Lebenskraft anderer Pokémon auf verstorbene Pokémon übertragen werden, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Dies wirft die Frage auf, was passieren würde, wenn die Vorrichtung mit der Energie eines legendären Pokémon gespeist werden würde. Ja. Das heißt im Fall von einem legendären Pokémon aus XY, inklusive Zygarde, ne? Die Legenden. Es wird erzählt, dass in der Kalos-Region 2 legendäre Pokémon existieren. Cerneas, welches das Leben und die Wiedergeburt verkörpert, sowie Yveltal, das legendäre Pokémon der Zerstörung und des Todes. Ich spreche den Namen, glaube ich, immer falsch aus, ne? Yveltal. Spricht es überhaupt das Y aus? Egal. Natürlich Zygarde, ne? Die Kraft, Leben zu geben und die Kraft, Leben zu nehmen. Diese mysteriösen Mächte vermag auch die Wissenschaft nicht zu erklären.
Was würde mit dieser Welt wohl geschehen, wenn wir die ultimative Waffe mit solcher Macht speisen würden? Unser Ziel. Der Wohlstand auf der Welt sorgt dafür, dass die Zahl von Menschen und Pokémon stetig zunimmt. Doch dieses Wachstum wird wiederum zur Ursache von neuem Leid. Letztendlich wird das Leben den Planeten bis in den letzten Winkel fühlen und dessen Grenzen überschreiten. Wenn es von irgendwas nur ein Exemplar gibt, dann kann man es nicht teilen. Wenn man etwas nicht teilen kann, dann will man es für sich haben. Wenn man etwas für sich haben will, dann bekriegt man sich deswegen. Es gibt nur einen Weg, eine Welt zu erschaffen, in der es genug für alle gibt, in der das Leben schön ist. Man muss ihre Bewohner reduzieren. Meine Kameraden von Team Flare, es ist an der Zeit, der Welt den richtigen Weg zu weisen. Was? Hallo Seigard? Musst du dich so anschleichen? Kennst du nun das grauenhafte Geheimnis der ultimativen Waffe? Asetta schuf sie, doch das war nicht alles. 1000 Jahre später baute er auch die Vorrichtung, die nun im Prismaturm verborgen liegt. F. Flordelis, was machen Sie hier? Seigard hat mich hergerufen. Zumindest hatte ich so das Gefühl. Ich habe zwar mein Gedächtnis verloren, doch hier an diesem Ort kehren flüchtige Erinnerungen zurück. Insbesondere erinnere ich mich an Aset. Vor 5 Jahren habe ich versucht, durch die Gitter seines Gefängnisses mit ihm zu sprechen. Ah, das war doch... Ja, irgendwie... Aber ich war mir nicht sicher, dass es hier war. Warte mal, das der Raum von vorhin? Doch der von damals, also sprich der von X und Y, ne? Okay. Aber ich konnte mir seine wahren Absichten nicht erschließen. Ich habe nur herausfinden können, dass der Prismaturm mit einer Vorrichtung versehen ist. Und deshalb hatte ich mich entschlossen, nicht nur die ultimative Waffe, sondern auch diese Vorrichtung zu aktivieren. Um die Vorrichtung im Turm in Bewegung zu setzen, braucht man allerdings ein bestimmtes Fluett. Und zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht, wo diese sich befand. Deshalb gab er die Vorrichtung im Turm auf und nutzte den Schlüssel von Aset, um die ultimative Waffe zu aktivieren. Doch war sie anscheinend unvollständig. Sie explodierte und begrub mich, zusammen mit der Geheimbasis von Team Flare, tief unter der Erde. Das haben sie wohl überlebt, ne? Ja, aber sind doch hier. Seigard hat mich damals gerettet. Die Pokémon in der Umgebung von dem reabregenden Licht der ultimativen Waffe zu schützen, opferte es seine Kraft. Doch als die ultimative Waffe aktiviert wurde, erwachte auch die Vorrichtung im Turm, da sie offenbar eine Gefährdung der Stadt wahrnahm. Und um Illumina davor zu schützen, dass er aus Kontrolle gerät, muss Seigard seine wahre Kraft wiedererlangen. Genau dies ist die Aufgabe, die mir Seigard anvertraut hat. Wie ich schon sagte, wird der Turm unweigerlich außer Kontrolle geraten. Nur Asets Fluett kann dies verhindern. Wir benötigen das Pokémon, das den Namen Ewigblütler trägt, sowie einen Trainer, der ihm helfen kann, seine volle Kraft zu entfalten. Der Meister der Mega-Entwicklung, ne? Darum geht das die ganze Zeit. Dies sind die Tatsachen, von denen ich weiß. Die 2 jungen Leute aus dem Bistro Flordelis wollten, dass auch du davon erfährst. Nun denn, sprich mit Chris Aset und tu, was getan werden muss. Und werde zum Meister der Mega-Entwicklung. Oder so. Okay. Ja, interessant, ne? Also, dass eben dass quasi 2 Geräte, 2 Vorrichtungen gab, ne? Ja, es macht zwar irgendwie Sinn, auch hingehend deswegen, weil es eben auch 2 Pokémon gibt, ne? Die von X und Y, die halt im Gegensatz zu sich stehen. Also macht es auch Sinn, dass es 2 Waffen und Vorrichtungen gibt, die so gesehen gegensätzlich zueinander stehen. Haben halt damals bei Pokémon X und Y halt nie davon erfahren, ne? Aber gut, eben ich nehme an, weil damals waren ja X und Y die einzigen Spiele, die keine spezielle Edition hatten. Also ich nehme an, auch deswegen, weil es im Anime ja auch ein Z-Anime gab, ne? Gehen wir ganz kurz hier hin. Vielleicht ist jetzt etwas Neues hier, ich glaube es war ja weniger. Aber eben, weil wir auch im Anime so ein X, Y und Z plötzlich Arc hatten, dachte man sich natürlich so, ja gut, dann wird es auch ein Pokémon Z noch geben, ne? Nach X und Y, aber da kam ja nie. Stattdessen kamen dann schon die Remakes von Omega Rubin Alpha Saphir. Ich glaube, die Story hier, die war damals, also könnte man gut vorstellen, dass diese Story hier damals schon so ein bisschen angedacht war und dann aus irgendwelchen Gründen haben wir sich gesagt, nee, schlechter Zeitpunkt, wir sparen uns die spezielle Edition für später auf oder
Für eine ganz andere Geschichte. Wer weiß. Wo ist Flordelis? Er ist noch im Labor. Ich kann nicht fassen, dass er noch lebt. Aber er hat uns anscheinend vollkommen vergessen. Er ist in allem schuld. Nur seinetwegen sind wir... Ich könnte... Griselle, darauf kommen wir später zu sprechen. So, Michael, du kennst jetzt die Fakten über das Labor von Flordelis. Und auf dieser Basis stelle ich meine Forderung. Übergib uns das Fluid von Aset. Und was im Fluid nicht will, warum soll er das tun, ja? In Asets besonderem Fluid können wir den Prismaturm in den Griff bekommen. So zumindest unsere Theorie. Um die schöne Welt, von der Team Flair träumte, Wirklichkeit werden zu lassen, müssen wir verhindern, dass der Turm außer Kontrolle gerät. Also im Prinzip haben wir alle dasselbe Ziel, ne? Hör mir gut zu. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie wir, die Kinder ehemaliger Mitglieder, behandelt wurden, nachdem Team Flair sich aufgelöst hatte? Nur weil unsere Eltern Teil des Teams waren? Und trotzdem haben wir die Stadt nicht verlassen. Weil wir diese Stadt, in der wir geboren wurden, aufgewachsen sind, über alles lieben. Wir haben beim Imbiss Nouveau die bedürftigsten Seelen mit Kaffee aufgeheitert. Wenn du also nach all dem gegen mich antreten willst, reicht ein Challenge-Ticket nicht aus. Ich will, dass du auch Assets Fluid mitbringst. Ich muss der stärkste Trainer beim Serie Royal und der Meister der Mega-Entwicklung werden. Und dann werde ich gemeinsam mit Assets Fluid den Prismaturm kontrollieren. Sprich doch ruhig im Team MC ab, wie ihr es jetzt vorgehen sollt. Erzähl ihnen am besten davon, als Sets vorgehen. Los, geh aus dem Hotel Set zurück. Wow, was ein Ton die plötzlich drauf haben. Ich wäre trotzdem dafür, dass wir uns das Gespräch für die nächste Folge aufsparen. Ich jetzt hier den Rest der Folge, sag ich jetzt mal, mich eher ums Challenge-Ticket kümmern, ne? Weil das müssen wir so oder so machen. Das heißt, ich halte schnell meine Pokémon und gehe direkt, ja, die Nacht, ne? So, lass uns schnell Nacht werden. Okay, wo ist er? Hier drüben, ne? Ich hätte irgendwie auch denken können, dass direkt hier ist. Eingänge hat es hier überall ein bisschen. Nö, geh mal. Na komm, mach mal so. Ich denke, starten wir mit Pandrago. Pandagro. Oder? Das sieht immer falsch aus. Pandagro, genau. Level her, ne? Warum sind Trainer hier auf so einem niedrigen Level? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja gut, die ist auch nur Rang 10, ne? Explosion, das hätte wehgetan. Giftdrache, da muss ich schnell wechseln. Ja, das dauert, ne, bis wir hier Stellenstücke bekommen. Was ist ein Pokémon? Oh, da unten. Hab's gar nicht gesehen. Das hingegen sieht man besser.
Ein großes Stalos. So, haben wir das auch. Ein paar mehr Punkte. Uff, ja, dauert trotzdem lange. Da werden wir in der nächsten Folge noch dran sein. Hat auf Rang 10, ne, der Gegner. Ein Draschel. Wir waren gleich schnell. Hafen, ja, du bist schnell. Da bin gar nicht so viel. Sollte doch schon mit effektiven Attacken arbeiten. Dankeschön. Kampfsektor ist doch nicht so große gedachte. Ne, bin ja schon da draußen. Also es wäre eigentlich ein großes Areal, aber es hat gefühlt wenig Straßen hier. Ja, da geht's ins Café rein. Oh. Das ging schnell. Und schöne Punkte für uns. So. Das müsste Wasseraffe sein. Doch lieber Picaron, ne? Schöne Punkte, aber auch schöne Erfahrungspunkte. Trotzdem müssen wir vielleicht noch ein bisschen heilen hier. Was haben wir sonst noch so? Okay, alles klar. Muss auf einen Kaffee. Wow. Warum passiert mir das immer, da ich gerade geheilt habe? Warte mal, momentan Typ Geist. Käfer bringt sowieso nichts, weil ich keine Attacken vom Käfer-Typen Team habe. Zurück am Anfang, ne? Pyroleo. Ja. Kräfte. Ja, Fokusstoß, das ist eine ganz üble Attacke.
Sehr gut. Dankeschön. Okay, typseffektive Treffer. Ja, macht glaube ich mehr Sinn, ne? Da kommt jetzt was. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier die Folge zu beenden, wo wir gerade wieder frisch geheilt sind. Ja, sage ich mal, danke fürs Zusehen. Nächste Folge machen wir ein bisschen weiter. Ich hoffe, wir kommen einigermaßen vorwärts. Aber bereits genug Punkte haben werde. Ja, könnte sein. Ne? Jetzt haben wir einen guten. Ja, gut, ja. Ein Viertel, sag ich jetzt mal, haben wir. Ja, sollte hinzubekommen sein. Ne? Und dann eben gehen wir zurück zu Aset ins Hotel. Schau mal wegen der ganzen Story und so, ne? Was da Set und Kono zu berichten haben. Und dann würde ich sagen, wäre es dann auch schon mal Zeit fürs Aufstiegsmatch. Ich glaube, sobald wir Rang A erreicht haben, dann beginnt, glaube ich, der lustige Part des Spiels. So, eigentlich so wie immer, ne? Sobald ein Pokémon-Spiel du irgendwie eine bestimmte Anzahl Orden hast, dann, ja, dann geht es irgendwie richtig ab oder so. Naja, wir werden sehen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Pokémon Again in CA. Pandago sagt Tschüss. Pandago? Ja, okay. Bis dahin. Tschüss.